52 beste Bücher. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es begrüßen Sie Sabine Haupt, Urs Widmer und Hardy Ruess. Das Buch heute ist ein Roman, verfasst hat ihn Arnold Stadler. Arnold Stadler ist 1954 im badischen Meßkirch geboren. Von ihm gibt es 3 Bücher, das ist das 4. Es gibt 2 Romane, einen Reiseroman und jetzt diesen Roman, der heißt Der Tod und ich, wir 2. Dieser Roman von Arnold Stadler beschäftigt sich eigentlich, kann man es einfach sagen, vor allem mit einem, nämlich mit dem Altwerden, mit dem verpassten Leben, mit der Grausamkeit auch, die hinter diesem Verpassen liegt. Und er demonstriert uns das vor, an 2 Figuren vor allem, an einer jungen Figur, der heißt Engelbert Hotz, wäre eigentlich zu Hause in einem schönen Landgasthaus namens Rössle in Hotzenwald, ist aber unbrauchbar, weil er zwergwüchsig ist und da schickt man ihn mal auf die Universität, er soll gefälligst was studieren, da kann man ihn vielleicht wieder brauchen. Es ist eine Viehhändlerfamilie, in die er hineingeboren ist. Und die zweite Figur ist ein alternder Mann, wir lernen ihn kennen am 70. Geburtstag ungefähr und verleben mit ihm dann fast 2 Jahrzehnte, bis er mit ungefähr 88 stirbt, nämlich ein Professor namens Henry Nullmeier. Nun, Sabine Haupt und Urs Widmer, schon wenn man den Namen hört, Henry Nullmeier, und wenn man weiß, dass er eigentlich 4, 5 Vornamen hat und dass seine Familie mal mit der Krupp-Familie ebenbürtig war, so anfangs unseres Jahrhunderts, und wenn man ihn dann erlebt, wie er langsam verwahrlost, wie er sich abhanden kommt, so liest man sehr viel Lustiges, sehr viel Komisches, aber zugleich auch sehr viel Trauriges, denn das Alter so zu erleben, das ist nun wirklich nicht nur eben lustig, sondern es ist sehr traurig. Also Komödie, Tragödie, was war es für Sie mehr? Haben Sie mehr gelacht oder mehr geweint beim Lesen dieses Buches? Also ich flenne grundsätzlich nur im Kino, nicht bei Büchern. Und ich glaube, die Ironie von Stadler ist doch so omnipräsent in dem ganzen Buch, dass das Weinen schwerfällt, das Lachen nicht. Also ich habe sehr viel gelacht in dem Buch, auch wenn ich eine Weile brauchte, bis ich wirklich reinkam, bis ich wirklich diese spezifische Art der Ironie verstanden habe und sofort auch beim Lesen gleich entziffern konnte. Bevor wir so auf dieses Kunstmittel der Ironie kommen, Urs Widmer, sind Sie auch so hart oder sind Sie eher bei den weicheren Lesern, zu denen ich mich in dem Fall zählen muss? Ich finde, ein paar Mal kommen einem doch fast die Tränen. Also vermutlich bin ich auch bei den weicheren Lesern. Ich meine, das Scheitern ist in der Literatur seit Beckett oder vielleicht seit Sophokles das Thema überhaupt. Und ich habe schon sehr lange keinen Roman mehr gelesen, der das Scheitern dermaßen radikal bis zu allen möglichen Enden inszeniert. Was mir eben sehr gut gefällt an dem Buch, das mir als Ganzes außerordentlich gut gefällt, ist, dass es immer diese Schwebe zwischen fürchterlichster Komik und entsetzlichstem Jammer hat und dass man sich eigentlich in jedem Satz zwiefach entscheiden kann. Man kann über diesen Satz in ein Gelächter ausbrechen, man kann aber auch vollkommen niedergeschmettert sein mit der gleichen Wortwahl. Er belässt es in dieser herrlichen Ambivalenz. Und die Ambivalenz kommt ja natürlich zustande durch die Ironie, wenngleich ja der Boden, auf dem wir stehen, eigentlich ein realistischer ist, denn es ist wahrscheinlich sehr, sehr naheliegend, dass es sehr viele solcher alter Leute gibt. Und wenn ich mal jetzt vielleicht konkret werden darf, dieser Mann lebt ja in einer sehr angenehmen Gesellschaft, nämlich in den besseren Schichten der Bundesrepublik Deutschland, also das ist noch Bundesrepublik, wie man sie kannte, 50er Jahre aufwärts, und alle diese Honoratioren, die Namen werden genannt, mit denen verkehrt er, mit denen hat er zu tun. Und wo es dann darauf ankommt, einen zu haben, der ihm sagt, ich brauche dich oder ich liebe dich, einmal im Leben, keiner ist da. Wenn das nicht traurig ist, Sabine Haupt? Das ist sehr traurig, ja, in der Tat. Nur sind diese Figuren keine wirklichen Sympathieträger. Also ich bin an keiner Stelle irgendwann so weit getrieben worden als Leser, dass ich mich damit identifiziert hätte. Also sie sind so weit von mir entfernt, dass diese Distanz mir immer wieder geholfen hat, doch eher zu lachen. Ich meine, das Buch ist von der Gattung her wahrscheinlich ein Schelmenroman.
aber es arbeitet gleichzeitig so sehr mit der Authentizität des Lebens des Arnold Stadler vielleicht sogar oder des Lebens im südlichen Schwaben in Deutschland, dass man sich eigentlich nie entscheiden kann. Sagt man sich, das muss doch dort so gewesen sein. Es ist also gleichzeitig auch ein sehr realistisches, in Anführungsstrichen, Panorama einer bestimmten Welt, also dieser Viehhändlerwelt oder dieser Wirtewelt im Schwaben. Und ich glaube eigentlich, das gibt es wirklich, diese Fürchterlichkeiten. Und wir haben ja zwei Fürchterlichkeiten. Sie reden jetzt, Urs Wiedmer, vom Erzähler, der uns die ganze Geschichte rapportiert. Er lernt also diesen Professor Henry Nullmeier als Student kennen, er macht ein Inserat, das erfahren wir in der Rückblende aus Schluss vom Buch. Er sucht also einen Mann, einen Solventen und stellt sich dar als einen nicht gerade schönen, aber doch als einen jungen Mann. Und der Professor ist ein Schwuler und da bekommt das Ganze natürlich eine unglaublich intensive Schlagseite dann in die Tragödie hinein. Also der junge Mann, der uns das erzählt, namens Engelbert Hotz, dieser lebt in Meßkirch, in diesem Rössli, in dieser bigotten Welt. Und der Professor ist ein Mann von Welt, der kommt aus Hamburg, aber im Grunde genommen hat er genauso wenig die Möglichkeit, ein ehrliches und ein rechtes Leben zu führen, wie der junge Mann. Also da finde ich, da kommt doch sehr viel Hartes zusammen. Dieser Heinrich Zeppelin Alfred von Nullmeier ist ja genauso eine Schießbudenfigur, wie sie in dem Buch genannt werden, eine Witzfigur, wie sie in dem Buch genannt werden, ein völlig gescheiterte Hochstapler-Existenz und ist so gesehen nur das Spiegelbild des jungen Helden, der von sich sagt, ich fürchte, dass mich nicht einmal unser Hund wiedererkannte. Und als sich eine Liste von Kleinwüchsigen anlegt, die geht über Schliemann 1,49, über Heidegger 1,61 zu Humphrey Bogart 1,51, nur um sich zu trösten mit seinen 1,59, die er nämlich hat, das wird eben nicht 1,60 werden, und die im Grunde genommen sein ganzes Leben bestimmen, seine Zwerghaftigkeit. Ja, aber da haben wir schon die Mittel eigentlich, nicht? Also schon dieses Beispiel, er schreibt mal auf, wer ist noch klein, so klein wie ich oder noch kleiner. Und bei Nullmeier haben wir ein Pendant. Er versucht mit allen wichtigen Leuten in Kontakt zu treten, zum Beispiel mit Heidegger, das ist eine wichtige Figur überhaupt in Stadlers Büchern, kommt immer wieder vor, weil Stadler im Ort geboren ist, wo Heidegger herkommt, Meßkirch, ja. Meßkirch. Also das ist schon ein literarisches Mittel mal, nicht? Also werden ganz kleine Details geschildert, die dann eben diese Trauer im Grunde genommen ins Komische kehren. Also ich habe das Buch auch gelesen als Anekdotensammlung und als einen fingierten Schlüsselroman. Und ich glaube, diese Anekdoten, die er zum Teil wie so ganz, ganz sarkastische Tableaus aufbereitet, das ist auch eine ganz wichtige Stärke des Buchs. Also eine Anekdote, die ich mir besonders gemerkt habe, ist, wie nach dem Krieg, nach dem Einmarsch der Franzosen, der Herr Nullmeier der Familie Heidegger helfen muss, die Hakenkreuzfahne in Putzlappen zu zerschnippeln. Rote, weiße und schwarze, genau. Ne? Und so werden eigentlich alle Figuren, alle Schichten durch den Kakao gezogen. Also es ist eine Gesellschaftssatire, die alle verhöhnt. Die Prominenz, aber auch die Bodenständigen da im Rössle, die Touristen, dann nachher mal die Nicaragua-Wohngemeinschaft, wie sie so schön heißt, die Dichter und Lektoren, die Schwulen, die Alten. Es taucht mal ein Lehrer-Ehepaar im VW-Bus auf, mit einem geradezu sprichwörtlichen schwäbischen Geiz. Sie sparen nämlich, glaube ich, die Autobahnvignette und kämpfen sich dann durch irgendwelche Gotthardstraßen hindurch. Also das ist sehr, sehr witzig. Und gleichzeitig lese ich es auch als fingierten Schlüsselroman, eben wegen dieses ständigen Name-Droppings. Und zwar gehen diese Namen wirklich querbeet durch die Nachkriegsbundesrepublik. Also der Nullmeier hat ja diese Hochstaplern diesen eigenen Spürsinn, sich immer zu den Gruppenfotos dazu zu stellen und irgendwelche Briefe abzubetteln. Und dann sieht man ihn zusammen mit Lübke und mit Maria Schell. Oder er steht in Verbindung mit dem Zeitschriftenverleger Hubert Burda. Eine sehr einseitige Verbindung. Sehr einseitig, wie viele, auch zu Willy Brandt oder zur Gräfin Dönhoff. Und so geht das weiter. Und immer wieder taucht so quasi als Running Gag der Heidegger auf. Ja, also entweder er oder sein Sohn.
Und der Name Heidegger, den habe ich manchmal schon so gelesen als Signalwort. Hallo, jetzt aufgepasst, jetzt wird's lustig. Immer wenn Heidegger kommt, dann dann haben wir so eine fast Slapstick-Szene, die sich daran reiht. Aber die Geworfenheit, um mal so ein Heideggersches Wort aufzunehmen, die Geworfenheit ist ja etwas, was alle Figuren in diesem Roman von Arnold Stadler ausmacht, nicht? Also es ist etwas sehr Ernstes, wenn er also Heidegger zitiert, zugleich aber spielt er schon damit, weil wir die Figuren natürlich als Geworfene auch von einer komischen Seite her erleben. Aber da, glaube ich, gibt es einen Tiefgang, nicht? Natürlich, man kann es auch als eine Variante des Urteils von Kafka lesen. Alles ist auf die schlimmstmögliche Ende hin konzipiert oder es ergibt sich so. Von Anfang an will ja der Held des Buches nur eins, nämlich den sofortigen Tod seines Quasi-Onkels Henry. Der denkt aber nicht daran zu sterben, sagt aber umgekehrt immer, für dich ist gesorgt. Ein großes Erbe wartet da auf dich. Und es stellt sich mehr und mehr heraus, dass dieses Erbe vom Ming-Porzellan bis zu irgendwelchen großartigen Gemälden, Barockschränken, alles fake ist, alles falsch, alles. Am Schluss können alle froh sein, dass sie nicht im Gefängnis sind, falls sie nicht schon tot sind. Arnold Stadler hat ja einen anderen Roman geschrieben, der dem in manchem sehr gleicht, trägt einen wunderschönen Titel, Mein Hund, meine Sau, mein Leben. Stadler ist ein Meister der Titel. Er hat auch hier in diesem Buch noch mehrere Varianten, wie das Buch heißen könnte, unter anderem die Pyramiden von Gizeh. Schade, dass es nicht so heißt. Und in diesem anderen Leben, in diesem anderen Buch geistert Heidegger auch dauernd herum. Da muss er wohl in Meßkirch ein Hühnchen zu rupfen haben. Stadler ist ja Theologe und hat in Rom am Vatikan Theologie studiert, ist aber dann nicht Priester geworden, hat heute sehr viel Unpriesterliches, wie man diesem Buch entnehmen kann. Und in diesem anderen Buch, und das ist hier leider als Blindstelle ausgespart, weil es so großartig ist jetzt rede ich von dem anderen Buch, ist seine Ausbildungskarriere in Rom geschildert mit einer Treffsicherheit, mit einer Schärfe, mit einer Großartigkeit des Witzes. Ich habe über den Vatikan eigentlich noch nie etwas so Gutes gelesen, aber das ist das andere Buch. Das ist ganz sicher eine Stärke des Buches oder der Schreibweise von Stadler, diese ungeheure Stilsicherheit. Ja. Also in dem Roman gibt es ja etliche Passagen, die wirklich Sprachkarikaturen sind und auch als solche gekennzeichnet und die sowohl die Sprachfloskeln der vermeintlich feinen Gesellschaft als auch diese sprachliche Entfremdung oder die totale Sprachlosigkeit der, wie er sie nennt, der Analphabeten bei dem Erzähler zu Hause aufs Korn nimmt. Also er spricht manchmal vom schwäbischen Maulton, aber im Grunde genommen können die weder schreiben noch sprechen. Und Sprachpersiflagen beziehen sich zum Teil auch auf Literatur. Also es gibt eine Sprachpersiflage, wo Thomas Bernhard erwähnt wird und wo er dessen typischen Wiederholungs- und Permutationsstil ein bisschen imitiert und bezeichnenderweise, und da kommt vielleicht die Ambivalenz wieder heraus, dreht es sich dort um das Wort Trauer. Ja? Also wir haben eine Seite mit Wortspielen um das Wort Trauer, Bezug auf Thomas Bernhard. Das hat mich sehr beeindruckt. Also ich bin in diesem Buch, was mir eigentlich selten geschieht, an keinen Satz, an keine Formulierung geraten, die mir irgendwie peinlich oder bemüht oder schief erschien. Stadler ist ein großer Sprachkünstler. Ja. Ich glaube, er gehört zu unseren großen Autoren, das muss man doch deutlich sagen, weil er noch nicht so, und ich sage noch nicht so bekannt ist. Natürlich hat er Thomas Bernhard einiges zu verdanken, aber wie er zum Beispiel aus seiner scheinbar leichten Geschichte in die geradezu absolute existenzielle Verzweiflung kommen kann, ohne dass es in irgendeiner Weise peinlich wird, das ist schon sehr großartig. Hören wir uns an dieser Stelle doch einen Ausschnitt an und hören wir zu, mit wie wenigen solchen Mitteln Arnold Stadler zum Beispiel die Verlorenheit dieses Professors unter all diesen Honoratioren und unter all diesen Wichtigkeiten schildert. Er macht das mit 2, 3 kleinen Reizen, Reizwörtern, mit 2, 3 kleinen Tatsachen, die heute auch sehr wichtig gelten, zum Beispiel dadurch, dass er dem Professor insgeheim diesen Fragebogen, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Magazin bringt, wo immer die wichtigsten Leute vorkommen,
Auch Urs Widmer war darin übrigens, Urs Widmer. Und dieser Professor aber, im Unterschied zu Urs Widmer, der muss das fingieren. Und er macht es insgeheim. Und der junge Mann findet eines Tages diese Blätter und damit natürlich offenbart sich uns diese ganze Trostlosigkeit dieser vermeintlich wichtigen Existenz. Es ist Peter Kneer. Kennengelernt habe ich über Henry auch niemanden. Keinen Menschen, der mich weitergebracht hätte, außer dem Botschafter. Keinen Menschen, von dem ich hätte sagen können, zum Glück sind wir uns begegnet. Zeitlebens hatte mir Henry in Aussicht gestellt, mich zum Beispiel mit Hubert Burda bekannt zu machen. Vielleicht wäre mein Leben anders verlaufen. Es ist nicht geschehen. Ich habe zwar nicht ausdrücklich verlangt, dass Henry mich mit Hubert bekannt macht. Darauf gewartet habe ich aber schon oft, zumal er davon sprach. Er ist einfach reizend. Gut, das konnte ich mir schon denken. Ich dachte, dass wir auch gut zusammengepasst hätten. Nachbarn sozusagen, er aus der Ortenau, ich aus dem Breisgau, auch sprachlich. Aber in einem ZDF-Interview redete er dann sehr gepflegt mit Münchner Tonfall. Das kam mir als ein kleiner Verrat vor. Henry hat sogar behauptet, Hubert wolle schon lange auch mich kennenlernen. Er habe wieder nach mir gefragt. Ich fühlte mich nach solchen Mitteilungen doch als Teil der Welt. Aber umsonst. Ich habe ihn bis zum heutigen Tag nicht gesehen. Die Todesanzeige, die ich ihm schickte, blieb unbeantwortet. Vielleicht hat auch Henry Hubert Burda gar nicht gekannt. Keinen Menschen habe ich also über Henry wirklich kennengelernt, wenn ich den Gerichtsvollzieher abziehe und vielleicht mich selbst. Henry behauptete später, dass Heidegger früher immer wieder nach mir gefragt habe. »Wie geht's Ihrem Neffen Nullmeier?« Zum Glück war ich doch nie bei den Heideggers eingeladen. »Nullmeier, berichten Sie mir, wie man in Amerika über den Tod denkt.« Er habe wissen wollen, wie es in Amerika war, was ein Sarg koste und dergleichen Frage, die ich beim besten Willen nicht beantworten konnte. Ich habe dann schnell eine Antwort aus dem Ärmel gezaubert und dann kam schon die nächste Frage, ob aus Holz oder Plastik oder sonst einem Material, ob es auch Tupperware-Särge gäbe. Stell dir vor. Mit dem Satz, ich habe viel von Ihnen gehört, pflegte sich Henry Zugang zu verschaffen. Das war sein Entree in die Gesellschaft bei den Banketts, Symposien, Kongressen. Henry stellte sich einfach in die Reihe und wenn er dran war, sagte er jeweils, ich habe viel von Ihnen gehört und ergänzte die Hochstapelei um ein Detail. Mein Neffe hat bei Ihnen studiert. Ich lese gerade Ihr neues Buch. Ihr Vortrag war ausgezeichnet. Selbst der Bundespräsident fiel auf solche Sätze herein. Und bei den Gruppenfotos hat er sich immer dazugestellt, obwohl er nicht dazugehörte. Armer Henry. Wie er zeitlebens darauf spekulierte, einmal den Fragebogen der FAZ ausfüllen zu dürfen. Die Antworten, die er sich da ausgedacht hatte. Wir haben im Nachlass einen Musterbogen gefunden. Wie möchten Sie sterben? Ja sagend war da in seiner dicken Handschrift zu lesen. Wo möchten Sie leben? Das waren Fragen, über die Henry vielleicht ein Leben lang nachgedacht hat. Und er fand Antworten, die er immer wieder neu formulierte. Umsonst. Mit den Bettelbriefen, zu denen ich Henry angestiftet hatte, da von ihm selbst ja nichts kam, war es nun auch aus. »Hast du nicht Freunde?« redete ich auf Henry ein, versuchte ihm einzureden, dass er kein Geld, aber Freunde habe. Ist es nicht das Natürlichste auf der Welt, dass du ihnen einmal deine Lage schilderst? Und sie werden dir antworten, lieber Henry, warum haben sie uns das nicht längst wissen lassen? Wir können ihnen doch aushelfen. So lange habe ich auf Henry eingeredet, dass er am Ende glaubte, ihm gehe es schlecht und nicht mir. Aber die Reaktion auf den Rundbrief, den wir zusammen aufgesetzt hatten, war beschämend. Keine Antwort. Du musst dich halt nochmals an die Leute wenden, vielleicht von einem Fonds sprechen. Aber nein, das ist zu schwammig. Auch eine Stiftung ist nicht das Richtige. Die Leute sind viel zu vornehm.
Die wollen ihren Namen nicht auf einer Tombola-Liste sehen. Nein, Onkel, du wirst jetzt ganz direkt an Burda schreiben und eine bestimmte Summe nennen, die dir fehlt. Ich helfe dir beim Aufsetzen des Briefes. Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Der Tod und ich, wir zwei von Arnold Stadler. Gelesen hat den Ausschnitt Peter Kneer. Sabine Haupt und Urs Widmer, das ist ein kleines Beispiel auf etwa 2 Buchseiten, das uns zeigt, mit welchen genauen Mitteln Arnold Stadler zum Beispiel diese hoffnungslose Verlorenheit eines vermeintlich bedeutenden Professors in dieser Schickeria drin, wie er dies zustande bringt mit sehr wenigen Mitteln. Und das Umfeld dieser kleinen Episode besteht darin, dass wir die Küche, das Haus kennenlernen etwas näher, wo dieser Professor lebt. Und auch hier mit lauter ganz kleinen, genauen Beobachtungen verschiebt sich jetzt plötzlich die Wertung. Wir sehen in der Küche zum Beispiel, es hat Mehlwürmer und jetzt merken wir, aha, der alte Mann verwahrlost zusehends. Er wird einsam in einem ganz existenziell echt wirklich bedeutenden Sinn, wird er einsam. Und die ganze Umgebung nimmt das nicht wahr. Wir sind aber einen Schritt voraus und das ist ein Gefälle, das ja auch diese Komik erzeugt und trotzdem die Echtheit nicht im geringsten in Zweifel zieht, nicht dieser Erfahrung des Altwerdens. Ja, damit bin ich sehr einverstanden. Ich glaube, dass diese sehr krassen Gegensätze, mit denen Stadler arbeitet, dass das ein Mittel ist der Komik, aber was auch dieser Realität der Hochstapler entspricht. Also dieser ganze Glamour, der aufgebaut wird ja doch also so ab dem ersten Drittel des Buches schrittweise entlarvt als Hochstapelei. Und es mehren sich die Zeichen des Verfalls, also angefangen von dieser unappetitlichen Küche, also wo das Ungeziefer die Wände hochkrabbelt. In der Bibliothek nebenan findet man dann eine tote Maus, die in der Jugendstilvase schwimmt, wohlgemerkt. Bis dann zum körperlichen, seelischen Verfall des Onkels selbst, wo uns auch die ganzen zum Teil ekelerregenden Details des Sterbens nicht erspart bleiben. Und das geht dann sogar noch über den Tod hinaus. Also ich erinnere mich an eine Stelle, wo der Brief der Friedhofsverwaltung zitiert wird. Und in diesem Brief heißt es, dass zum Teil in einigen Bereichen des Friedhofs unzureichende Verwesungsprozesse zu beklagen seien. Also so eng rückt er uns mit dem Thema Tod und Verfall auf den Leib. Und mit dem Thema Scheitern. Die Figuren schaffen es nicht einmal richtig begraben zu werden. Nicht ohne Grund hört das Buch als allerletztes mit einem Zitat auf, das einer Person L.H. zugeschrieben wird am 13. April 1996, das aber von Euripides stammt und heißt, das Schönste aber wäre, nie geboren zu sein. Ein berühmtes Zitat. Das ist in der Tat die tiefe, verzweifelte, einsame Meinung des Buches, das ja unter anderem, Sie sagten es, eine ganz unglaubliche und dann von sehr großer Liebe geprägte, auch das muss man auch einmal sagen. Es gibt auch Liebe zu diesen Figuren. Den Verfall und das Sterben eines alten Menschen. Ich habe das kaum je dermaßen präzise und leider muss man sagen, dermaßen unhaushaltbar realistisch gelesen. So ist das. Oder mindestens so kann das gehen. Vielleicht zur Liebe noch. Der Held hat ja niemanden, der ihn liebt. Auch Henry natürlich nicht. Ja, was soll ihm schon anders übrig bleiben, als es selber zu probieren. Ne? Und das scheitert natürlich ebenfalls, dieser Versuch, sich selber lieb zu haben. Und er hat nur Bekannte, die sich irgendwie aus anderen Gründen an ihn hängen. Diese Irma zum Beispiel oder der Klaus. 2 vollkommen verkrachte, ebenfalls sehr deutsche Existenzen, die in der Schufa verzeichnet sind. Das ist der, wie heißt jetzt das schon wieder? Das Verzeichnis aller nicht kreditwürdigen und einschlägig vorbelasteten Personen Mitteleuropas. Und denen muss er als Strohmann dienen. Und das tut er wiederum, weil es fast wie Freundschaft aussieht. Und so weiter und so weiter. Es ist fürchterlich und es ist fürchterlich komisch. Um bei dieser Freundschaft und Liebe zu bleiben, ich habe seit langem, kann mich jedenfalls nicht erinnern, kein Buch gelesen, wo es jemand so geschafft hat wie dieser Arnold Stadler, zum Beispiel diese Einsamkeit eines schwulen Mannes, der in der besten Gesellschaft ständig dieses Schwulsein verstecken muss, zu schildern. Und zwar komisch. Er heiratet.
als 25-Jähriger eine 50-Jährige. Dann spielt er ständig den besorgten Witwer. Und dann muss er diesen jungen Mann als seinen Neffen verkaufen, nicht? Und im Altersheim wird man sehr schnell ihn loswerden wollen, weil man Angst hat, er hätte AIDS. Man merkt plötzlich, ja, er hat ein bisschen zu viel Herrenbesuche. Auch hier ganz komödiantisch inszeniert und dahinter abgrundtiefe Leere und Trostlosigkeit. Man kann es gar nicht anders als mit solchen pathetischen Wörtern formulieren. Nicht? Jeder sieht, dass er schwul ist, jeder sieht, dass er armselig ist, jeder sieht, dass er ein Hochstapler ist und diese arme Existenz denkt immer, sie schafft das. Man merkt es nicht. Es heißt über ihn immer, er hat immer dafür bezahlen müssen und ist nicht mal gekommen, heißt es also auch ganz, ganz deutlich. Ja. Aber ich bin nicht so sicher, ob wir es wirklich sagen können, dass der Erzähler ein Liebender ist. Also ich habe ihn in erster Linie als Misanthrop gelesen und zwar allumfassend, nicht nur den anderen gegenüber, sondern er ist auch in einem unglaublichen Selbsthass, der natürlich dann auch immer wieder ironisiert wird. Ja. Ja. Also am Ende des Buches werden alle anderen geschildert als Bestien, die anscheinend im Wald ihn überfallen könnten und ihm die Kehle zerreißen. Also so empfindet er die Welt der anderen, die sich durchs Leben mogeln. Das ist auch eines der Leitmotive. Aber er ist anscheinend schlicht zu dämlich dazu, sich durchs Leben zu mogeln auch. Ne? Also ich erinnere mich an die Anekdote mit dem Teppich, wo er also glaubt, jetzt macht er es wie die anderen, jetzt verkauft er diesen Teppich für 20.000 Mark, ist sehr stolz, bis sich dann herausstellt, dass es sich um einen uralten Shogun-Teppich handelt, der also das 100-fache wert ist. Ja? Und so ist es ständig mit seinem, wie die anderen, aber gleichzeitig verachtet er sie auch dafür. Vielleicht kann man hier einen Kreis schließen. Sie haben am Anfang, Urs Widmer, darauf hingewiesen, dass es auch ein Schelmenroman ist. Und der Stoff, aus dem dieser Schelmenroman ist, besteht in diesem Satz, den Sie auch schon zitiert haben, nämlich der Satz heißt, für dich ist gesorgt. Also diese vermeintlich wunderbare Ausgangslage in ein Leben hinein, für dich ist gesorgt, nur keinen Kummer, die dann den jungen Mann zum Erbschleicher macht, zum Potenziellen, der sogar Mordgelüste hat. Das ist sozusagen das Transportband, das Förderband, auf dem dann all diese Ingredienzen daherkommen, die wir jetzt versucht haben auch auszuleuchten und anzusprechen, nicht? Lebenslüge, Fälschung auf jeden Fall als Thema und vielleicht als Grundton, ich weiß nicht, ob Sie einverstanden sind, diesen Satz, der Erzähler sagt einmal, wir sind alle Witzfiguren und dann kommt jetzt der Satz, auf den ich anspiele, Witzfigur ist ein trauriges Wort in meiner Sprache. Das ganze Buch, eine Sprache, die dieses Witzfigur eigentlich als trauriges Wort uns entlarvt zugleich. Und als trauriges Buch, es ist gut, dass das Wort Trauer noch fällt. Ich nehme das mit der Liebe zurück, Sie haben recht, Frau Haupt. Aber Gefühle sind drin. Die Gefühle heißen Verzweiflung, die Gefühle heißen Trauer, die Gefühle heißen Elend. Und sie heißen wahrscheinlich weniger Liebe, denn dahin kommt es nicht. Nein. Aber als Leser kann man das entwickeln, wenn man den Jammer dieser Figuren ansieht. Vielleicht noch ein Wort zur Sprache von Stadler. Im Gegensatz zu Thomas Bernhard, der ja auf eine sehr definierbare Weise immer innerhalb seiner Literatursprache bleibt und da natürlich Großartiges erreicht, hat der Stadler eine genialische Art, beiläufig zu sprechen. Es wirkt oft wie eine Skizze, wie ein Abirren, wie eine seltsame Assoziation, wo man denkt, warum redet er jetzt plötzlich davon? Es wirkt wie ständig nur entworfen und beiseite gesprochen, also aus der Literatur austretend. Und man ist sich dann doch bewusst, dass das alles mit höchstem Kunstverstand gemacht ist, diese Beiläufigkeit, dieses fast durch die Zähne murmeln, das sei es nicht richtig ausgeführt. Ich halte das für eine ganz, ganz große Kunst. Es ist ein großer Sprachkünstler, dieser Stadler. Und nicht nur ein Sprachkünstler, sondern auch jemand, der seine Motive entsprechend kombiniert und komponiert, sodass also auch immer die passenden Gegensätze aufeinander prallen. Und das erspart natürlich sehr, sehr viel Erklärung und sehr viel Sprache. Einfach dadurch, dass im rechten Moment zwei Witz- oder Schießbudenfiguren, wie er es noch brutaler sagt zum Teil, aufeinander prallen. Ja, herzlichen Dank Sabine Haupt und Urs Widmer. Dieser Roman der Komödie und Tragödie ist, der lachen und eben fast auch weinen machen könnte. Dieser Roman von Arnold Stadler trägt den Titel
Der Tod und ich, wir zwei. Er ist erschienen wie die anderen Bücher von Arnold Stadler im Residenzverlag in Salzburg. Das war's, meine Damen und Herren, in 52 beste Bücher. Es verabschieden sich von Ihnen Sabine Haupt, Urs Widmer und Hardy Ruess.